so geht es nicht. Weil die alte Pingitzer im Stirnhaus ihr Mann und nachschreit, dass er sein Gabelfrühstück vergessen hat. Die Stimme von der reißt am Bären aus dem Winterschlaf. Dann klopft's auch bei mir und fragt, ob's einmal telefonieren darf. Und dann erzählt sie ihrer Schwester stundenlang, was gestern beim Doktor los war. Mittag kommt einer Bauer, der Blade alles zum Essen heim. Und im ganzen Stirnhaus stinkt's nach dem Zwiebel, weil schon wieder ein Gulasch kocht. Der Alte kommt daheim und erzählt von der Hocken. Und dann sagt der Blade alles, dass ihm die Hosen sklavern ist. Darauf der Alte, na dann friss halt nicht so viel. Aber sie, die Pingitzer, sagt ihm am Kopf zu, dass als Bauer genauso verfressen war. Die Pingitzer sind ein nettes Ehepaar. Fernschauen und Distanz jeden Tag ist aber noch keine Ruhe. Im Wohnzimmer sitzt der Pingitzer mit seinem blöden Wurm und steht sich, welches Programm sie anschauen wollen. Der Alois will zum Beispiel den Kommissar sehen, der Alte ist gut, weil heute Rapid gegen Benfica spielt und weil er ein Rapid-Anhänger ist. Die Alte wascht in der Küche Geschirr und schreit, geh Alter, sei nicht so ein No.